Anschließend legten sie den Backstage-Bereich flach. Neben mir haben wir jetzt den Bassisten der Band, Stefan Brinks. Stefan, alles ist passiert, weil das Licht nicht stimmte. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse hier im Studio sagen dir einigermaßen zu. Oder machst du dich jetzt wieder vom Acker? Nee, ich wollte eigentlich schon sagen, Licht aus oder ich gehe, aber Quatsch. Nee, es war in Koblenz war es so, mein Bruder, der Sänger der Band, der Peter, hatte Stress mit dem Licht. Und nicht auf der Bühne, sondern mit der Weihnachtsbeleuchtung hinter der Bühne. Irgendwie, die ich auch nach wie vor sage, die zu einem Rockkonzert nicht passt. Wo die 17.000 Leute herkamen. Ich habe irgendwie vielleicht 2.000, 3.000 gesehen. Es war ein Fest von RPR und einer Bierbrauerei. Die Leute haben keinen Eintritt bezahlt. Wir fanden uns ein bisschen verarscht und haben gesagt, Licht aus, wir spielen nicht weiter. Na ja gut, aber die anderen Jungs sind ja irgendwie, die anderen Bands sind mit dem Licht ja ganz gut klargekommen. Und ich meine, so ganz guter Stil für die Fans ist das ja auch nicht, dann nach ein paar Songs zu sagen, okay, also, wir kommen damit nicht klar, also ab dafür. Stolz sind wir auf die Aktion bestimmt nicht. Andererseits dann denke ich mir, wir sind eine Rock'n'Roll-Kapelle, von uns kann niemand erwarten, dass wir immer mit pädagogischem Beispiel vorangehen. Wir handeln aus Emotionen heraus. Wir wollten, dass das Licht ausgemacht wird. Uns ist irgendwie der Fuckfinger gezeigt worden und hat der Peter das Ding durchgezogen. Und dann habt ihr also auch in guter alter Rock'n'Roll-Tradition den Backstage-Bereich mal eben platt gemacht? Ja, wenn da irgendwie 4 Bier passen und vielleicht eine Thermoskanne platt gemacht sind im Backstage-Bereich, dann haben wir den platt gemacht. Das waren ein paar Scherben. Ey. Und Scherben bringen ja Glück, wie jeder weiß. Ich finde irgendwie nach wie vor, wir stehen zu dem Ding. Wir wollen uns bei den Fans entschuldigen, die sich vielleicht auf dem Weg umsonst wegen uns extra dahin gemacht haben. Wir waren Teil eines mehrstündigen Programms. Die Leute sind überhaupt nicht nur wegen uns gekommen. Und wir haben uns irgendwie da ein bisschen abgestempelt gefühlt. Und in dem Moment haben wir das dann so rausgelassen. 2 Stunden später haben wir uns das natürlich irgendwie alles ganz anders gesehen. Aber wie gesagt, wir sind eine Rock'n'Roll-Kapelle und kein Priesterseminar. Ich denke mir, die Entschuldigung ist bei den Fans angekommen. Ich will's hoffen.